Zack. Was ist denn da hinten? Zuallererst mal, guten Tag, ihr Leute. Wir fangen mal gleich an mit einem Schaf. Der blaue Hände, bestimmt Handschuhe an. Was gibt's denn? Ich habe ein Schaf fotografiert für 10 Punkte. Ist doch super. So, guten Tag, ihr Leute. Wir spielen Morals the Hunt. Einfach mal so. Das spiele ich jetzt schon seit einiger Zeit immer mal wieder. Es ist ein sehr gechilltes Spiel. Es ist quasi genau das, was ich gerne mache. Rumlaufen im Wald, im besten Falle im digitalen Wald. Aber man hat sogar was zu tun. Und zwar suchen wir Pilze. Um genau zu sein, im besten Falle Morcheln. So. Ich sehe gerade, dass ich auf dieser Karte mir schon ein paar Morcheln markiert habe. In der Nähe von dem Schaf da wohl. Also da vorne, rechts unten seht ihr vielleicht die Karte. Ne, seht ihr nicht, weil mein Klotzkopf davor ist. Aber ich kann ja mal die Karte aufrufen. Die wird uns nicht so viel bringen. Da. Wir sind da. Und ganz da unten irgendwo. Ja, das ist das Problem an dieser Karte, ne? Ganz da unten irgendwo habe ich wohl schon Morcheln markiert. Jetzt ist ja das Problem bei Pilzen. Die wachsen nicht einfach so da, wo man sie gern hätte. So am Wegesrand oder so. Nee, die wachsen irgendwie so kreuz und quer. Da ist ein Specht. Moment. Da pickt er. Zack. Und da haben wir ja hier schon richtig was erlebt. 50 Punkte für einen Specht. Ich gehe kaputt. Denn wenn wir den jetzt nochmal fotografieren, kriegen wir keine Punkte mehr. Der Ziel des Spiels ist es eigentlich, Morcheln zu fangen. Es gibt da noch ein bisschen mehr Ziel des Spieles, also Ziele in dem Spiel. Jetzt habe ich's. Wir können auch ein bisschen schneller laufen, so. Wenn man aber schneller läuft, ist egal. So, ich rede erstmal weiter. Man kann noch Tiere fotografieren, das gibt Punkte. Oben rechts seht ihr meine Punktzahl. Eine Energieleiste gibt es auch. So. Und Ziel des Spiels ist es halt einfach, Pilze zu sammeln. Pilze zu sammeln. Und somit neue Sachen zu kaufen, unter anderem neue Karten, also neue Maps, auf denen man rumlaufen kann und neues Zeugs. Guck mal da. Dieses Fähnchen da, das habe ich irgendwann mal hingesetzt. So, jetzt kann ich euch schon mal zeigen, das ist eine Morchel und die pflückt man mit diesem Knopf. So, zack, 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 alles wird hier weggemorchelt. So, wunderbar. Aufstehen wieder. Ja. Man kann sich dann verschiedene Sachen kaufen, hoppala. Wie zum Beispiel, wie zur Hölle rufe ich mein Inventar aus. Hier, genau. Man kann sich dann Sachen kaufen wie das hier. Füllt die Energie wieder auf. Will ich nicht. Kleine Fähnchen, die man dann in die Pilze reinstopfen kann. Seht ihr das? Da links unten. Da stehen noch. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Da stehen überall. So. Und genau das ist das Problem. Also das Problem an dem Spiel, das Schöne. Du musst halt die Augen offen halten. Klar gibt es eine Rennen... Oh, das sind ganz andere Pilze. Champignons, oder? Zuchtchampignon. Die sind ja wirklich kaum zu sehen. Klar gibt es eine Renntaste. Hier, guck. Zip, ist man ein bisschen schneller. Aber dann sieht man halt wirklich nichts von Pilzen oder so. Das ist schlecht. Ich gucke mich mal hier noch weiter um. Da ist noch ein Pilz. So. Boah, heute läuft es richtig gut. Das Problem bei dem Spiel ist, für viele Spieler schätze ich, man guckt halt die meiste Zeit nach unten und man muss einigermaßen konzentriert sein und sich halt umgucken. Und man muss sich halt Zeit nehmen, sonst sieht man halt viele Pilze nicht. Was natürlich für mich insofern doof ist, da ich ja eh schon die Hälfte der Sache nicht sehe. Sind das Pilze? Das sind Pilze. Baumpilze. Schuppiger Stielporling. Oder dran? Boah, ein Schwefelporling habe ich auch gefunden, aber das sind noch mehr. Ja, so viel dann zum Thema, ihr müsst nach unten gucken. Ja, nee, ihr müsst auch nach oben gucken. Dann rennen halt noch Tiere rum, die kann man fotografieren, gibt Punkte. Was ist das hier für ein obszöner Baum? Und das war eigentlich schon das ganze Spiel. Manche Tiere greifen dich auch an, also man sollte dann eventuell wegbleiben.
Oder was auch immer das ist. Das ist doch ein Eichhörnchen, oder? Ein Eichhörnchen. 5 Punkte immerhin. Von manchen Tieren sollte man sich halt ein bisschen fernhalten. Wölfe oder so, die greifen dich halt an und siehst einfach, wie sie auf dich zurennen und dann geht deine Energie runter und guckst, dass du abkommst und gut ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die abknallen kann. Es gibt keine Waffen in dem Spiel, darum geht es nicht. Es geht darum, diese Moscheln da zusammen. Mann, also heute, also hier ist ja wirklich der Wahnsinn. Das habe ich mir wirklich mal irgendwann einen Mega-Spot hier markiert. Gibt's da noch irgendwie? Da ist noch, guck mal, wie gut die Dinger versteckt sind. Ey, das ist ja wirklich... Was ist denn das da? Stein. Ja, Steine suchen wir nicht. Soweit kommt's noch. So. Ja, und dann läuft man halt hier entlang. Übrigens, das Sonnenlicht blendet... Moment, dich habe ich nicht. Du bist ein Opossum. Bleib mal stehen. Wo rennt er denn jetzt? Das war nix. Ah, kacke, zu früh. Das gab nix, ne. Weiß ich natürlich, da hinten ist er. Hinterher. Yes, der hat aber einen Speed drauf, hey. Wo ist er denn jetzt? Ja. So zum Thema locker leichtes Pilze-Sammelspiel und dann renne ich irgendwelchen Viechern hinterher und verlaufe mich. Ja, dann halt nicht. Dann gucken wir uns lieber noch ein bisschen Pilze. Ich habe keine Ahnung von Pilzen. Ich gehe auch garantiert keine sammeln. Eben weil ich keine Ahnung von Pilzen habe. Oha. Das sind unreife Fliegenpilze. Ein gelber Fliegenpilz, habe ich doch gesagt. Keine Ahnung, kann man die essen? Kriege ich irgendwo angezeigt. Hoppala, falsche Taste. Da fliegt. Da stützt ein Vogel ab. Gleich mal Foto gemacht, bevor er wegfliegt, auch wenn es nicht so gut ist. Goldzeisig. Ach, der kleine Zeisig. Der isst so gerne Reisig. Dann kriegt er auch schön warm. Und dann kotet er es aus dem Hintern. Ja, bereits fotografiert. Ich wollte nur noch ein besseres Foto machen. Geh mal weg. So. Und somit habt ihr quasi das ganze Spiel gesehen. Außer diesen Zuchtchampignon hier. Na, nicht fotografieren. Ich weiß, wie ein Zuchtchampignon aussieht. Ich habe schon ein paar gepflückt. Guck. Sagt er jetzt nicht mehr, was für Pilze das sind? Hey, was ist mit dir? Willst du nicht? So. Es ist quasi ein 3D... Ich kann doch einfach runtergehen. Ein 3D-Wimmelbildspiel irgendwie so. Ich hänge fest. Mach doch mal Platz. Geht nicht. Wieso komme ich denn hier nicht vorbei? Ich weiß es nicht. Ja. Was ist denn das Blaue da unten? Grafikfehler. Auch mal schön zu sehen. Ja. Ach, das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel. Ich dachte, das ist ein Grafikfehler. Junge, das ist ein blauer Vogel. Das hat mir ein Achievement gebracht. Hüttensänger, 35 Punkte. Ich dachte eben so, so ein komisches blaues Dingsbums da. Sieht aus wie ein Grafikfehler. Nee, war das ein Vogel. Komm, da renne ich jetzt durch und dann fliege ich da weg. Flieg weg, kleiner Vogel. Der will nicht fliegen. Bist du verletzt? Kleiner Grafikfehler-Vogel. Ja, komm, dann ich bin jetzt hier nicht zum Vögeljagen. Ich bin hier, um Pilze zu finden. Und hier, guck dir an, wie zutraulich. Uiuiuiui. Holla. Da kommt schwarze Dinger sind hier. Moment. Schwarze Dinger. Ich mache hier mal so eine Pilzflagge hin. Die machen wir blau. Boing. Jetzt habe ich die hier hingesetzt. Die kann ich dann auch eventuell wieder weg. Was ist das? Eine Totentrompete. Sehr gut. Da brauche ich nämlich... Ich will nicht den Marker auf. Geh weg. Ich habe den Marker doch eben erst gesetzt. Es gibt noch so kleine Nebenquests, die man machen kann. Und ich glaube, die heutige Nebenquest ist 7 Stück sammeln. Hätten wir jetzt, ich weiß nicht, ich habe mir mitgezählt, hätten wir jetzt quasi getan. Das gibt dann extra Punkte irgendwie. Gibt es hier noch ein paar Trompeten? Ich habe gedacht, die sind gelb oder so. Weil Trompete halt, da ist noch was. Das ist aber ein gut reifer Dingens. Boah, haben wir hier einen guten... Ich glaube, Pilze wachsen ja so... Oh, das Marienkäfer. Wachsen eher so im Schatten. Guck mal. Hallo. Zack. Foto gemacht. Wie viele Punkte gibt das? Das gibt aber viele Punkte, oder? 10. Da ist noch ein wie heißt das Vieh? Eichhorn. Ah, das war zu spät. Junge, heute machen wir ordentlich Punkte hier. Mein Ziel
Also nicht unbedingt für heute. Ich will immer mit dem B-Knopf, geh wieder raus, aufnehmen. Man nimmt es auf mit dem Y-Knopf. Ah, cool. Y. Danke. 350 Punkte mit dem Y-Knopf. Auf Xbox-Controllern wäre das dann X oder Viereck oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und man macht Fotos mit dem A-Knopf, also sprich mit Kreis. Und es ist ein bisschen komisch. Ah ja, wartet. Deshalb komme ich da so leicht durcheinander. Komm, das reicht. Hauptsache Punkte oder habe ich das schon? Ah, das war ein anderes Eichhörnchen. Das ist nicht das, was ich schon fotografiert habe. So, jetzt im Moment, ich will hier bleiben. Hier war es schön. Ich dachte gerade, das wäre irgendwas Interessantes. Nur ist es einfach ein Baum. Ich will hier bleiben. Weil hier ist es schattig und baumig und da sind gerne Pilze, wie zum Beispiel der da hinten. Das ist doch kein Pilz, das ist ein Eichhörnchen. Und dann habe ich auch schon fotografiert. Da ist wieder ein obszöner Baum. Oh, ich muss hier weg. Die wollen was von mir. Nee. So. Ui. Was ist denn hier los? Junge. So, man kann übrigens einstellen, wie lang ein Tag dauert. Das kann ich euch alles nachher zeigen. Wir werden heute wahrscheinlich 2 Maps oder so werden wir machen, werde ich zeigen. Man kann einstellen, wie lange ein Tag dauern soll. Sprich 5 Minuten, 10, 24. Ich habe es, glaube ich, auf 48 Minuten gestellt. Ey, sag mal, was ist denn das für ein geiles Level, hey? Das ist wieder so ein blauer Grafikfehlervogel. Habe ich den schon? Ist das derselbe wie vorhin? Ja, das ist wieder ein Hüttensänger. Die geben immer 35 Punkte. Das ist ja voll praktisch. So, guck mal, da sind wieder Waldgebiete. Da sind bestimmt wieder Pilze. Oder war ich hier? Ja, Spinnennetz. Da können wir gleich mal was ausprobieren. Moment, da ist eine Spinne drin. Guckt mal bitte alle weg, wenn ihr keine Spinnen sehen könnt. So, Spinnen geben, glaube ich, 5 Punkte oder so. Ja, jetzt, wenn wir schon mal hier sind, ich will da noch was ausprobieren. Und zwar gibt es hier in den Einstellungen bei Gameplay Eichhörnchen, Schwierigkeit, metrisch. Irgendwo habe ich es gesehen. Fauna beinhaltet Spinnen aus. Ich muss mir jetzt die Spinne angucken. Das sind ja mal gleich Pilze, das ist ja mal Wahnsinn. So, jetzt pass auf. Was ist denn das? Oh, jetzt sehe ich es nicht mehr. Moment, das hat man irgendwie eben besser gesehen. Das sind kleine Hasenköpfe. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Das Ding sieht gruseliger aus als eine normale Spinne. Jetzt ernsthaft jetzt. So. Hey, jetzt habe ich... Hilfe! Nee, ist schön. So, ja. Man kann übrigens auch, wenn man die Kamera rausgeholt hat, kann man auch Pilze aufsammeln. Was ich eine schöne Sache finde. So. Da oben ist ein seltsamer Pilz. Ja, weil es ein Blatt ist. Gut, Oh, da unten ist noch ein Tier, seht ihr das? Und ein Specht irgendwo. Und da sind noch Totentrompeten, sehe ich gerade. Ziege! Ey, also wirklich, das ist ja mal eine coole Map. Ich krieg ja hier Punkte noch und nöcher. Alter. Ach so, das sind so, Baumstämme. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind Buchen oder so. Keine Ahnung, als ob ich... So, irgendwo... Da ist jetzt wieder ein Specht. War das der vom Anfang? Das werden wir gleich sehen. Wir machen ein Foto von ihm. Ich glaube, das war der vom Anfang. Ja, es hat keinen Pling gemacht. Ah, sind wir quasi schön im Kreis gelaufen. Wunderbar. So, dann werde ich mal gucken, dass wir hier, auch wenn es sehr ertragreich ist, was Pilze angeht, dass wir mal, wir gehen mal da auf den Berg. So, ich hätte auch noch ein Pilzfähnchen dahin stellen können. Einmal ein weibliches Tier
Nanu? Kein Dingens gegeben? Ich habe doch astrein fotografiert. Und einmal ein männliches Tier. Wie, ernsthaft jetzt? Ein Rothirsch. Okay. Ja, aber was ist mit dem da links? Komm her. Die habe ich doch auch. Aha, eine Hirschkuh. Siehste? Cool, ich kriege jetzt mehr Punkte. Ja, die habe ich jetzt alle schon. Jetzt hauen wir es natürlich ab. Oh, hey, also wirklich. Beste Map überhaupt. Da steht noch eine Kuh. Oder sowas. Uah. Das ist doch eine Kuh, oder? Könnte auch ein Gnu sein. Kuh, Gnu. Ist alles dasselbe. Ich mache mal ein Foto und dann wird schon gesagt werden, was es ist. Ein Moschusochse. Alter, wir haben schon 2000 Punkte. Ja, das ist super, weil ich brauche 3500. Opala. Das habe ich schon. Um die nächste Map freizuschalten. Ich würde gerne... Du machst mir ja nix, oder? Bist ein Guterle. Ich bin ein Guterle, du bist ein Guterle, wir sind alle Guterle, wir machen uns nix. Wir suchen alle dieselben Pilze. Juch. Ich will schon wieder mit dem Fotoapparat Pilze aufheben. Nee, das ist schon... So. Junge. Essen die auch Pilze? Dass die hier rumrennen? Weißt du, ich wollte gerade sagen, ich würde gerne ein Schwein fotografieren und das findet dann vielleicht Trüffel. Oder so. Weiß nicht, ob das so funktioniert in diesem... In diesem Spiel. Ja, das ist eine... Ist ja unglaublich. Hier kommt auf jeden Fall eine Fahne hin. Aber wir machen, pass auf, wir machen nicht nur eine Fahne hin. Ich habe hier so ein Inventargegenstände, weißt du? Er zeigt den Standort eines Tieres auf der Minikarte an. Den mache ich hier hin. Moment, da war noch ein Pilz. Ja, natürlich. So, und da müsste ich eigentlich auch noch ein Pilzfähnchen hinmachen, weißt du? Können wir das auch noch gleich? Ja, komm. Was soll der Geiz? Zack, hinmachen. Marshall Party. Boing. Ja, ja. Es tut mir leid, dass ich dir dein Essen klau, aber ich bin zuerst da. Ich finde gut, dass der so zutraulich ist. Sag ich jetzt, ne? Jetzt wart ab, wenn ich mich jetzt rumdrehe, haut er mir die Hörner in den Nacken oder so. Nee, ich glaube also. Der ist friedlich, glaube ich. Mann, ist noch ein Tier. Das könnte wieder das Opossum sein von vorhin. Guck mal da, das sieht sehr Opossumartig aus. Es ist ein Opossum. 60 Punkte. Junge. Heute läuft's, kann ich euch sagen. So, wir hangeln uns jetzt einfach mal von einem schattigen Plätzchen zum nächsten. Ich habe hier keine Ahnung, ob ich nicht wieder... Was ist das Gelbe da drüben? Das ist ein Eichhörnchen wieder, oder? ...10 Punkte. Ach stimmt, wir haben ja verdoppelte Punktzahl, weil wir jetzt ein neues Fotografie-Level... Ja, ihr seht schon, man kann auch... oh, das Pilz. Man kann auch Level-Ups kriegen auf Fotografie, auf Wandern. Wenn ihr jetzt denkt... Ich würde gerne die Tastenbelegung ändern. Wenn ihr jetzt denkt, man läuft aber schon ziemlich langsam umher. Ja, aber wie gesagt, man kann rennen. Es gibt eine Renntaste und man kann sich neue Schuhe freispielen. Also gegen Punkte kann man die dann kaufen, wo man generell mit schneller läuft. Ja, aber dann dachte ich mir, nee. Weil wieso will ich schneller laufen? Dann sehe ich ja die Pilze noch schlechter. Stattdessen, es gibt, man kann sich Schnellreisepunkte freispielen, dass man also hin und her hüpfen kann. Und Fahrzeuge, Igelstachelbart. Fahrzeuge kann man sich freischalten, ein Pferd. Das zeige ich euch alles gleich. Wie gesagt, bleibt einfach dran. Am Ende von diesem Tag, wie viel Uhr haben wir eigentlich? 4:44 PM, also abends. Es wird wahrscheinlich, da unten sind noch Pilze am Baum, das sehe ich von hier. Am Ende vom Tag geht man dann halt zurück in seine Homebase. Moment, das ist doch eine das ist doch eine Ziege. Da drüben. Das ist doch gar keine Hirschkuh. Oder habe ich mich schon gesagt, ja? Ziege, 30 Punkte. Dann ist der da wahrscheinlich auch neu, oder? Der Ochs da. Ich glaube, das war doch Rothirsch. Das ist auch neu. Gut. 2517 Punkte. Und das da sieht mir aus wie ein Pilz. Ein Bovist. Okay. Dann ist das da auch ein Pilz, oder? Ne, das ist ein Stein.
Das ist das Opossum. Das haben wir definitiv schon mal. Oh. Also hier sind wirklich gerade sehr viele Tiere. Haben wir alle schon eben. Ja, Memme. Mich interessieren hier eher... Du bist auch friedlich, gell? Guck mal, wir sind alle friedlich. Bleib locker. Ich bin keine Hirschkuh. Ich muss mich nicht anrühren. Oder vielleicht hat er ja einen Röhrlpilz gefunden, oder wie die heißen. Mega Wortspiel. Ich will quasi schon die Augen meiner Freundin rollen. Bin ich denn hier gelandet? In einer Höhle? Die Höhlenpilze? Blümchen. Ja, zum Glück kann man nicht noch Blümchen fotografieren. Ich stelle euch mal vor, man könnte noch verschiedene Blümchen kartografieren oder sowas. Das wäre mein Tod. Nee, ernsthaft jetzt, wo bin ich denn hier? Keine Ahnung, aber ich bin in der Nähe von meiner Heimatbasis. Da flog gerade ein Vogel. Da ist ein Vogel. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Spatz, oder? Ist egal. Fotografiere alles, was ich krieg. Das ist ein Spatz. Ja, super, habe ich am Geschmack erkannt. Ich habe so eine lange Zunge, ich bin ein Chamäleon, weißt du? Dann habe ich gleich an dem Vogel, als ich ihn gesehen habe, gleich was. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade für einen Quatsch laber. So, da hinten waren wir schon. Da irgendwo ist mein Zuhause. Der Lensflare-Effekt ist aber schon übertrieben. Macht nichts. Man kann sich auch eine Sonnenbrille kaufen, damit, wenn dann die Sonne scheint, damit man nicht so geblendet wird. Hase. Hase ist wichtig. Und Pilz. Weil... hoffentlich hat das gereicht. Ich glaube, das war zu spät, oder? Doch, gut. Ist nämlich auch eine Nebenaufgabe heute, in Hase fotografieren. Und hier noch Pilze. Es wird dunkel. Es wird schwerer werden zu sehen. Wenn du eine Kopflampe hast, solltest du sie jetzt einschalten. Vögel und andere Tiere werden schlafen. Du kannst zurück nach drinnen oder die Nacht herausfordern. Zum Schließen drücke die Taste A. Bei mir ist es Taste B, aber egal. Ja, wie gesagt, ich glaube, es dürfte zu 18 Uhr sein. Ja, 18:30 Uhr wird es hier dunkel. Es ist jetzt nicht, dass es auf einmal dunkel wird, aber in den nächsten 1 Minute wird es, glaube ich, dunkel werden. Das lassen wir jetzt einfach mal. Wir gehen so langsam zurück nach Hause. Ich will euch aber noch ein bisschen die Kopflampe zeigen. Die muss man sich erst freispielen. Und... Was ist denn das? Vogelkäfig? Ja, zum Glück ist da kein Vogelskelett drin. Hat einer irgendwie Müll halt einfach hingestellt. Seltsam. Vielleicht sein Vögelchen in die Freiheit entlassen. Bleibst du ein bisschen stehen? Bist du der Hase? Nee, du bist ein Stein. Schade. Oh, da ist er. Ich bin doch viel zu weit weg, du brauchst doch keine Angst haben. Achso, da ist... Ah, das ist der Hase, den wir schon haben. Glaube ich. Ach ja, guck mal, da ist sogar unser Wohnwagen da unten. So. Immer noch nicht dunkel. Habe ich groß Töne gespuckt, wie sehr dunkel das wird. Es wird schon sehr dunkel. Ich kann hier nicht runterhüpfen. Das ist schade. Hier müsste gehen. Flupsch. Man muss auch ein bisschen hinhören. Weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Ich kriege von rechts gerade... Was ist das? So Zikaden oder sowas mit. Die gibt es durchaus auch zu sehen. Die Zikaden. Und es gibt wohl auch, habe ich zumindest, oh, jetzt wird es aber richtig, kriegt ihr, ne? Na, es wird doch nicht schnell dunkel, woher denn? Ja, aber ich habe ja hier vorgesorgt. So, das bringt jetzt, das ist halt wirklich schon realistisch hier im Sinne von, also viel gibt es jetzt nicht hier zu sehen. Wir erhellen jetzt nicht plötzlich die ganze Umgebung. So. Da das aber auch eher doof ist, gucke ich jetzt mal, da ist ein Weg. Nachts kommen eventuell Wölfe raus. Oder Kojoten oder so, falls es die hier gibt. Und die beißen dich, wenn du ihnen zu nahe kommst. Dann musst du dann halt wegbleiben. Aber so weit machen wir es heute nicht. Wir gehen jetzt schön zurück. Der Hase zeigt uns den Weg. Oh, sieht eigentlich schon
Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Wenn das hier unser Wohnwagen da ist, direkt neben dem Teich, da hoffe ich, dass er ein gutes Mückennetz hat, weil der wird ja da zerstochen werden bis zum geht nicht mehr. So, hier ist übrigens unser Tisch, da sieht man die ganzen gesammelten Sachen, die wir haben. Guck. Also die ganzen Pilze. Ich sehe da jetzt zumindest mal nur die Moorstrom. Diese Strutentrompeten zum Beispiel oder die anderen habe ich gar nicht gesehen. Ist egal. So, jetzt könnten wir da hingehen. Sag mal, bin ich in der Hucke oder ist das einfach nur ein riesen Wohnwagen? So. Ja, für heute bin ich fertig. Wir könnten da jetzt noch weitermachen. Ne? Man kann halt wirklich 24 Stunden am Tag spielen. Und halt vorher einstellen, wie lang 24 Stunden sind. So. Jetzt sind wir hier zurück in der Heimatbasis. So, Fortschritt, wöchentliche Aufgaben. Du kannst deinen Fortschritt bei den wöchentlichen Aufgaben im Menü sehen. Fotografieren Sie einen Marienkäfer. Schritt 1 von 1. Status fertig. Jo, geh weg. So. Fotografieren Sie einen Hasen. Das war die gestrige Bonusaufgabe. Hab ich. Hat geklappt. Sammle 10 orange-rote Porenhelmlinge. Okay, die habe ich noch nicht. Das ist die heutige... Achso, die gestrige Aufgabe war das mit den Trompeten. Okay, alles klar. Also, wir haben 2700 Punkte. Der Trophy Room interessiert uns jetzt erstmal nicht so. Ich kann euch ja... Moment, wo sehe ich denn? Muscheln sammeln bis zum nächsten Pilzjäger-Level 160. Soll ich die Maus einblenden? Nee, das passt schon. Da oben seht ihr halt mein Jäger-Level, Fotografie-Level, tralala. Bonusaufgabe seht ihr alles hier. Und die Tiere hier, die ich schon fotografiert habe. So. Und man hört, was meine Freundin was zu sagen hat. Da lacht sie. Nee. So, wir gehen jetzt mal in den Outdoor-Shop. Wie gesagt, wir haben jetzt oben rechts, seht ihr es, 2739 Punkte. Die können wir hier investieren für so Sachen. Ich zeig's euch mal. Hier, Energieriegel, erhöht die Energie. Ich habe die Schwierigkeitsstufe auf leicht. Das heißt, wir verlieren nicht so viel Energie. Und vor allen Dingen, es gibt keine Zecken und es gibt kein giftiges Efeu. Das gibt's halt auch noch. Dann brauchst du halt Gegengift oder sowas. Oder was ist denn das da? Sag mal her. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Insektenspraymittel. Aha. 75% keine Zecken am Tag der Nutzung. Also, dass man erst gar keine Zecken kriegt. Hoppala. Ich bin schon an den Tisch geduckt. Und wenn man dann doch eine Zecke hat, kann man hier eine Zeckenzange nehmen und hier halt Verbandskasten, First Aid Kit, wenn du mit giftigem Efeu in Berührung kamst, sowas. Nee. Weißt du, das ist mir dann doch, ich will hier in Ruhe chillen und deshalb lasse ich das. Dann hier, das ist die Schnellreisekarte. Kompass kann ganz praktisch sein. Oh ja, das war praktisch. Das war vorhin das Tierding. Hier gibt es beschonnene Tiere zu sehen. Und was ist denn das da? Pilzmarker auf Minikarte. Zeigt dir auf der Minikarte einen Ort, an dem Pilze gefunden wurden. Ja, aber ist das nicht dasselbe wie die Fähnchen? Da. Ist das nicht dasselbe wie das da? Pilzmarkierung. Markiere auf der Minikarte, wo du Morscheln... Ach, das gilt nur für Morscheln. Das kann ich doch auch einfach so hinstecken. Ist auch egal. Komm, ein Kaufer. So, ein bisschen Geld ausgeben müssen wir. Ich spare halt im Moment gerade extremstens. Kopflampe haben wir, hat 1000 gekostet, sehr wichtig. Und jetzt kannst du hier die Kopflampe für 5000 noch aufpowern. Da hast du kostenlose Kamera, okay, haben wir schon. Nachtsichtmodus. Ach, die Nachtsichtmodus-Aktualisierung für die Kamera. Ein Regenparker, damit wir, wenn es regnet, keine Energie verlieren, weil es halt sonst kalt ist oder so. Haben wir schon. Das sind die besprochenen Sonnenbrillen. Das hier ist noch lustig. Das ist ein Moskito, Quatsch, Kolibri-Futterhäuschen. So. Dann hier Auto, ein Hochsitz. Keine Ahnung. Man kann weitere Maps freischalten. Das zeige ich jetzt mal gleich. Unter anderem auch eine Südsee-Map oder sowas. Wo man dann halt viel tauchen kann. Man kann auch tauchen, auch so in dem Spiel und hin und her. Das ist übrigens ein Pferd. Auch dieses Pferd kann man kaufen. Kostet 3000. Und wir können es auch ausprobieren. Wir können jetzt einfach sagen, ich will hier ein bisschen ausprobieren. Ja, gar kein Problem. Roboterteile gefunden wurden auf diesem Land, alles klar. Und jetzt können wir hier einfach auf den Gaul drauf gehen oder auf das Moped hier und können hier ein bisschen rumfahren. Will ich jetzt aber nicht. So, also, das war's. Aber jetzt zeige ich euch mal die anderen Karten. So, einfach da dran gehen. Wir waren gerade im Birkenwald.
Dann gibt es noch das Wiesenland. Ne, wir waren im Wiesenland, sehe ich gerade. Oh, guck mal, heute. Die heutige Prognose ist, dass es Gewitter donnert. Der Birkenwald selbst. Was soll man eigentlich fotografieren? Gelbes Schnörkeldörkel oder sowas. Totentrompeten. Hier gibt es wohl Elche und sowas. Hier unten steht auch noch, was es gibt. Elche, Hasen, Wasbären, Füchse, Dickhornschafe, Hüttensänger, bla bla bla. Die Farm fand ich bisher am langweiligsten. Ja, es gibt halt eine Farm, aber es gibt keine anderen Menschen oder irgendwie sowas. Haben wir schon gekauft, immerhin. Moment, wir haben den tropischen Dschungel freigeschaltet. Nee, müssen wir noch, oder? Haben wir das jetzt freigeschaltet? Wird auf Fotografie Level 2 und Jäger Level 3 freigeschaltet. Ach so, man kann Sachen mit Punkten freischalten. Ich dachte immer, man muss alles kaufen. Nee, oh, das wusste ich gar nicht. Kaufe Schnorchel und Tauchflasche, um diese Karte freizuschalten. Also, wir gehen jetzt erstmal in den tropischen Dschungel. Das ist schon mal klar, ne? Ich möchte nämlich folgende Stinkmoschelart. Phallus indusiatus möchte ich finden. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie sie aussieht. Dann haben wir hier Meeresinseln. Die kann man, wie gesagt, freischalten, indem man einfach Tauchflasche und Schnorchel kauft. Was ist das hier? Vergessene Höhlen. Auf Leuchtpilze. Stirnlampe wird empfohlen. Fotografie Level 3 und Jäger Level 5. Also Jägerlevel im Sinne von Pilzjäger. Was gibt's denn hier? Hasen, Waschbären, Frösche, Skorpione, Krabben, 100-Füßler, Spinnen, Barsche. Da gehen wir hin. Aber, voilà. Zuerst, ich will mal gucken, was kostet denn... Nicht in den Trophy Room. Was kostet denn, geh weg. Diese Schnorchel und Dingens, wo sie gesagt haben, die waren da hinten links, glaube ich. Sauerstoffflasche und so eine Brille-Dingens. 5000 und 2000. Dann das machen wir anders. Erstmal ein bisschen Geld hier investieren. Wir kaufen uns erstmal hier ein bisschen anderes Zeugs kaufen. Schnellreise kostet, glaube ich, 10.000. Das ist natürlich schon viel. Schuhe? Aber die Schuhe machen, glaube ich, nur, dass man schneller läuft oder so. Geh- und Laufgeschwindigkeit. Nee. Das ist schon in Ordnung, wie es ist gerade. Das ist schon in Ordnung. So, komm mal her. Wasserflaschen. Man verliert normalerweise Energie. Brauche ich jetzt hier eher nicht. Da kaufe ich mir lieber sowas hier. Das gönnen wir uns, oder? Heute ist Gönnung angesagt. Futterhäuschen kaufen. Ich weiß auch nicht, wie oft man die benutzen kann, muss man dazu sagen. Was ist das? Das ist ein Regenmantel. So, sollte reichen fürs Erste. Von dem haben wir, glaube ich, jetzt noch 3 oder 4. Komm, kaufen wir einfach noch 2 dazu. Zack. Und jetzt geht's auf in den tropischen Regenwald, oder wie das hieß. Da habe ich richtig Bock drauf. Also, ja, ich habe jetzt wirklich gedacht, den muss man kaufen für 3500. Ich habe gar nicht gesehen, dass dieses ganz kleine da, weißt du, habe ich gar nicht gesehen. Ansonsten könnte man es halt noch kaufen für 7500. Ach, guck mal. Ja, tropischer Dschungel. So, dann, wann fangen wir denn an? Machen wir gleich 7:30 Uhr am Morgen. 48 Minuten ist der Tag. Ich mache das halt deshalb auf 48 Minuten, dann ist die Hälfte vom Tag, also 24, ist auf jeden Fall hell, wo ich dann in Ruhe hier auf die Jagd gehen kann. Und danach wird es erst dunkel. Es ist halt auch so, dass es halt manche Sachen nur im Dunkeln oder zu einer bestimmten Uhrzeit gibt. Oh. Ich hoffe, dass es hier keine Menschenfresser gibt. Und gleich mal vor Pilzen. Das ist doch eine Stinkeblume, oder? Naja, okay. Fotografieren Sie einen Marienkäfer. Status fertig. Muss ich das noch irgendwie, Hallo? Habe ich doch fotografiert. Wie muss ich das noch irgendwie... Ah, Fotoaufgaben? Keine Ahnung. Fortsetzen einfach. So, was ist denn das da? Nicht fotografieren, Junge. Jetzt stell dich mal jetzt so dran. Was ist ein Samthäubchen? Oh. Na komm. Blub, blub, blub. Erstmal will ich mein Zuhause angucken. Ich habe den hier. Ach, guck mal hier. Das ist mein Unterschlupf, meine Homebase.
das sieht hier alles interessant aus. Also, was ist denn das da hinten, dieses Zebra? Das ist ein Lemur oder wie das heißt. Fotografieren, auch wenn es nur der Hintern ist erstmal. So. Ja. Ey Mann, gleich mal ein Lemur fotografiert. 20 Punkte. Ah, ist jetzt... Ja, komm, machen wir noch ein schönes Foto von ihm, oder? Du musst nicht gleich kotzen, oder was soll ich auch immer gerade gesagt habe. Natürlich habe ich schon. Ja, natürlich. Darum geht's ja gar nicht. Dass ich den jetzt schon habe. Oh, da sind noch andere Pilze hier. Das sind Fliegenpilze, die erkenne ich gerade so. Blub, 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 blub. So, ich dachte eher, dass das Gelbe da oben irgendwie... Schon sehr flach hier. Macht ja aber gar nichts. Muss auch an Bäumen gucken. Ich war, ne, habt ihr gesehen, ich war auf dieser Karte. Hier war ich noch nie. Orangener Porenhelmling. Das braucht man sowas nicht für die Wochenaufgabe oder Tagesaufgabe? Na, komm her. Irgendwie ein bisschen flach, oder? Also die... Das ist doch ein Tukan da oben. Nee, das ist ein Ast. Die Geometrie ist jetzt hier nicht so mega. Also der Boden hier sieht einfach aus, als würde man auf Humus laufen. Da fand ich... Das ist ein blauer Pilz. Leptonica canea. War doch eben noch was, oder? Nee, ich dachte, da ist irgendwas. Ah, das ist ein Blümchen. Okay. Da fand ich die Bodentextur im Mischwald deutlich besser. Aber vielleicht wird es ja, weil hier gibt es halt keine Wiese. Sieht halt wirklich aus. Da drüben sieht es deutlich... Oh, lalalala. Lalalala. Komm her. Das ist mir doch glatt ein Fähnchen wert. Machen wir mal rot für das ist Fliegenpilzland. Ja, ich weiß. So. Du kommst noch mit. Du kommst mit. Du kommst mit. So. Okay. Das sieht schon immer ganz so. Ich will eigentlich darüber, wo es ein bisschen mehr Wiese ist. Scheint hier wirklich irgendwie so... Sumpfwald. Was ist das? Tropische Stinkmoscheln. Okay. Die sehen lustig aus. So. Oh, das ist aber richtig hohes Gras. Ich hoffe, dass da jetzt... Nee, wir sind echt gebückt, dass hier jetzt keine Raptoren kommen oder so. Ich finde das ja hier gar nichts dann. Also... Da! Ah, okay, hat wohl funktioniert. Was ist denn das da hinten? Das Orange sieht aus wie ein Brett. Nicht, dass es wieder ein Vogel ist. Nee, das ist jetzt wirklich... Das ist einfach... Das ist kein Brett, das ist ein Schild. Ja, ist ja ein Brett. Sagt ja keiner was dagegen. So, gehen wir mal ein bisschen schwimmen. Man kann auch schwimmen, also so richtig unter Wasser. Wenn das Wasser tief genug ist. Ich kann halt im Moment 30 Sekunden tauchen oder so. Was nicht viel ist. Aber ich schätze mal, mit Schnorchel dürfte ich dann schon länger schnorcheln können zumindest. Und mit Sauerstoffflasche noch mehr. Dafür brauche ich aber Geld. So. Schon gucken. Ah, oben ist eine Brücke. Ja. Ist das ein Baum oder ist das so ein Fels? Das ist auf jeden Fall eine Brücke, die weit über uns ist, wo wir nicht hinkommen. Das sind Blätter. Was ist denn das da vorne? Das sind auch Blätter. Mal gucken, nicht, dass es hier irgendwie Fische oder so gibt, wo ich bestimmt auch noch fotografieren kann. Wasserfall, das ist bestimmt eine Höhle dahinter. Nö. Das ist das erste Videospiel, wo hinter dem Wasserfall keine Höhle ist. Ja, komm, wir gehen jetzt halt hier aber auch raus. Ich glaube, wir finden im Wasser selbst nicht so viel. So. Komme ich da hoch? Irgendwie bin ich hier in so einem Canyon jetzt gefangen. Ob ich da hochkomme? Nee. Okay. Oh, hier geht's nicht weiter, ja.
Ja, dann müssen wir wohl wieder zurückgehen hier. War jetzt nicht so ertragreich wie gedacht. Es gibt übrigens in dem Spiel auch so richtig seltene, so Fabel. Was war das? Junge, bin ich gerade erschrocken, aber da war doch irgendein Krokodil oder sowas? Hallo. Holla. Hallo. Junge, ich bin quasi über das Krokodil gelatscht. Lass mal gucken, ob du auch wirklich ein Krokodil bist. Sicher, dass du kein Alligator bist? Bleib weg. Ist ja gut, ich lass dich. Sorry, dass ich eben über dich drüber gelatscht bin. Junge, das war ja krass. Lass mal her. Kann man da raus? Lass mich doch einfach mal da rausgehen. Lass, komm. Nein, ich will nicht mit dem Alligator hier alleine sein. Ich wollte eben noch sagen, hey, jetzt sind wir hier so ewig durch diesen Canyon gelatscht, in eine Sackgasse. Die könnten da ruhig mal irgendein Tier oder sowas hinmachen und zack, latsche ich über einen Alligator drüber. Ich hab's nicht mal gesehen. Ja, die haben noch, so habe ich zumindest gehört, Fabelwesen reingemacht. Also so Sachen wie ein Einhorn zum Beispiel ist wohl irgendwo. Aber die sollen halt wirklich gut versteckt sein. Und mit die meine ich übrigens, es sind 2 Leute, die dieses Spiel entwickeln, 2 Brüder. Guckt's euch mal an. Ich glaube, ich habe mich da jetzt nicht so informiert, aber also erstmal, es waren halt einfach Pilzsammler, die gerne Pilze sammeln und dann gedacht haben, wieso gibt es kein Pilzsammelspiel? Es gibt nur blöde Jagdspiele, wo man Elche abknallen muss. Wir wollen doch nur Pilze sammeln. Und so ging es mir halt auch. Es gibt noch The Hunt, Call of the Wild oder sowas heißt das, was ich super geil finde, das Spiel, weil der Wald super gut aussieht, aber man kann halt wirklich in dem Spiel, soweit ich das mitgekriegt habe, nur Fortschritt kriegen, wenn man Tiere abknallt. Und man muss dann so richtig Munition machen, man muss berechnen, hier Wind und sowas, dass wenn du einen Schuss machst. Also es ist halt wirklich eine Jäger-Simulation. Aber im Endeffekt will ich halt keine Tiere abknallen. Unter anderem, weil ich da voll Kacke drin bin. Oh, ich sehe gerade, meine Energie geht ziemlich runter. Warum denn das? Wahrscheinlich, weil ich so viel im Wasser rumlatsche oder so. Oder hat mich das Krokodil doch gebissen? Kann natürlich sein. Ja, also es gab dieses Call of the Wild sowas und das soll wirklich gut sein, aber halt eine Jagdsimulation. Und deshalb habe ich es zwar gekauft, als es mal für 5 € irgendwie im Angebot war, aber halt kurz gespielt und dann so, ja, wenn man halt wirklich nur rumläuft und nichts macht und nicht abknallt, ist das Spiel nicht so interessant. Ich brauche was mit rumlaufen und irgendwas sammeln können, irgendein Ziel im Spiel, ohne Tiere abzuknallen. Und dann war halt das Spiel das. Sag mal. Geht denn jetzt ab? Wieso ist denn jetzt schwarz-weiß? Oh, meine Energie. Sorry. Ich muss mal ein Schlückchen trinken hier. So, gucke. Wie gesagt, ich habe hier, ich schätze mal, weil ich durchs Wasser laufe. Wahrscheinlich sind hier Blutegel drin oder so. Weil ich durchs Wasser laufe, geht meine Energie runter. Ja, hier sieht's so. Ich würde ja gerne aufhören, durchs Wasser zu laufen, aber es geht halt nicht. Ich komme hier, okay, hier komme ich zumindest hoch, aber ich komme ja nicht aus diesem Canyon raus, glaube ich. Doch, da hinten, ach, da hinten ist ja das Schild, was ich vorhin gesehen habe. Komm mal her. So, ich extra ein Schild hingemacht für Doofköppe wie mich, weißt du? Hier geht's hoch und ich habe es nicht geschnallt. Ja, ich bin ja auch von der anderen Richtung gekommen. So. Gut, also 2 Brüder haben das Spiel gemacht und ich glaube, ein Bruder, dem geht's gerade nicht gut. Ich glaube, der braucht eine Knochenmarkspende oder irgendwie sowas war da. Guckt mal auf Steam, da haben sie auch was dazu geschrieben. Ich habe da nur so ein bisschen drüber gelesen. Ja, guckt mal da ein bisschen rein. Scheinen nette Leute zu sein. Es ist übrigens Lemur. Ob ich den jetzt noch krieg. Vielleicht ist es ja ein anderer. Es war ein anderer. Sehr schön. Das ist übrigens, wie ihr vielleicht an der Zahl erkannt habt, der 2. Teil von dem Spiel. Es gibt noch Monster Hunt ohne Zahl, also der erste Teil. Braucht ihr euch nicht unbedingt kaufen. Ist mehr oder weniger dasselbe Spiel, nur mit ein paar Features weniger. Ich
glaube, die Grafik ist im alten Spiel noch auf Unreal 4, die jetzt hier auf Unreal 5 Engine. Und man hat nicht so viel Karten so, aber eigentlich ist es genau dasselbe. So, kommen wir hier irgendwie raus? Ja, hier weiter hoch. Man kann übrigens auch hüpfen, allerdings ist es jetzt nicht so der Mega Mario Jump, sondern ja, reicht halt irgendwie. So, wenigstens sind wir aus. Oder kann ich da drunter durch? Ja, aber will ich da drunter durch? Nee. Ich will doch eigentlich noch Pilze finden. So. Gehen wir halt mal zumindest nur wieder, wo es schattig ist, wo wir ein bisschen was sehen. So. Hallo? Wir sind Pilzjäger. Wir sind keine Krokodilsjäger oder Tierjäger oder so. Das sind Blätter, die brauche ich nicht fotografieren. Ja, ich bräuchte schon ein paar Pilze. Aber bitte mit diesem mega hohen Gras da ist es aber auch nicht einfach. Da, wenigstens ein Lemur. Viele Lemuren. Kannst du deine Lehmuhr danach stellen. Habe ich da ein Augenschmatzen gehört von meiner Freundin? So. Jetzt hier sind wir wieder in der Nähe von meinem Häuslein oder was? Das sind doch diese Stinkeblumen da, die extrem stinken sollen. Ah, da ist ein Frosch. Fröschelein, ich hab dich gesehen. Hier ist auf den Frosch getreten. Wo ist er hin? Da war so ein blauer Frosch. Er ist verschwunden. Dann müssen wir jetzt erstmal hier weitergehen. So. Habt ihr das gesehen? Wieso ist das so blöd? Ach, guck mal, der hat jetzt eine weiße Umrandung. Wahrscheinlich, wenn wir den schon haben. Also gerade den, oder? Ja, guck den. Ah, da hat er eine weiße Umrandung. Anders hat er eine grüne. Wenn wir den noch nicht fotografiert haben. Jetzt hör doch auf mir. Wieso hüpft ihr da so rum? Freut er sich, mich zu sehen? Ja, aber ich hab dich schon fotografiert, Junge. Wir sind jetzt wieder im Startgebiet. Hahaha. Hat er gerade was miaut? Machen Lemuren? Ja, da hüpft er wieder da unten. Der Knecht. Ich würde gerne noch. Also ich meine, wir haben jetzt sehr viele Tiere hier fotografiert. Jetzt, oh, da ist eine Spinne. Ach, wir haben, das ist ja dann gar keine Spinne, das ist ja dann ein Hasenkopf oder so, gell? Wir haben es ja noch. Das sieht so dumm aus, guck mal her. Hier, wie man sieht, eine Spinne. Ernsthaft jetzt, das Ding ist gruseliger als eine normale Spinne. Ein Hasenball. Okay. Ich gehe da mal durch. Ja, also ich dachte, sorry, jetzt habe ich dem schön das Spinnennetz kaputt gemacht. Ich dachte, man kann hier durchgehen. Nee, leider nicht. So. Okay. Hasenball. Ja, also das sieht wirklich doof aus. Ich habe ja letztens Monster Hunter Wilds die Demo gespielt und da wurde ich von meiner freundlichen Freundin darauf hingewiesen, dass man die Spinnen umschalten kann. Oder die spinnenartigen Kreaturen. Dazu zählten auch Käfer. Also es gibt ja im Moment nur so kleine. Gibt ja noch keine großen Spinnen in Wilds in der Beta. Und die waren dann alle in so einen gelben Plastiksack gehüllt, diese Spinnen. Das sah irre witzig aus. Müsst ihr mal gucken auf meinem Kanal. Habe ich auch einen Short dazu gemacht. Könnt ihr euch ja angucken, wenn ihr wissen wollt, wie man Spinnen oder Käferkreaturen darstellt, damit sie nicht anders gruselig aussehen, weil dieses Hasenfieder, das sah irgendwie anders gruselig aus. Ist hier Pilze? Nee. So, also irgendwie bin ich jetzt nicht enttäuscht so von dieser Karte. Das will ich jetzt halt nicht sagen. Aber es ist schon ein bisschen karg irgendwie, oder? Das ist mein Unterstand, das weiß ich noch. So, ich gehe jetzt mal da durch. Ich glaube, ich vorhin nicht durchgegangen. Nicht, dass es viel bringt. So, wir machen jetzt einfach wieder, bis es dunkel wird. Und dann gehen wir zurück. Ahaha.
auch wirklich nicht so gut zu sehen. Das ist ja immer, das ist ja der Witz dabei, ne? So, einfach alles absuchen hier. So, da mache ich jetzt mal kein Fähnchen hin. Muss auch so gehen. Wundert mich, dass auf diesen Baumstammstämmen keine so Baumstammpilze wachsen. Das passiert doch normal öfters. So, abgestorbenen Baumstämmen so Baumstammpilze wachsen. So, da hüpfe ich nicht runter. Ich gehe mal da, ach, nach rechts geht's da quasi nicht. Ich über den Baumstamm hüpfen? Nee. Hier runter? Yep. Blub. Blub. Wieso geht hier eigentlich meine Energie so schnell zur Neige? Haben wir den schon? Ist das immer derselbe? Ich glaube, der ist zutraulich geworden. Oh. Ja, den haben wir schon. Er macht lustige Sachen. Ach, guck mal. Ich wollte gerade gucken. Oh, da hinten ist ein roter Pilz. Nee, da waren wir schon Pilze sammeln. Da habe ich ein Fähnchen hingemacht. Da waren Fliegenpilze. Okay. Nee. Das ist der komische Fluss. Da bleibe ich weg. Da gehe ich nicht mehr runter. Da kommt wieder das Krokodil und beißt meinen Hintern. So. Jetzt hier ziemlich viel. Ach, das ist wieder das hohe Grasabschnitt da. Wo man keine Pilze findet. Also ich zumindest nicht. Sind vielleicht ein Baumpilze? Das ist ja wirklich übel. So. Mal da durch. Ich da hoch. Manchmal kann man sich so ein bisschen hochglitsch hüpfen. Manches Mal, aber nicht immer. So. Ernsthaft jetzt, Junge. Ich hab dich schon 5-mal, der ist zutraulich geworden. Der rennt uns hinterher. Wahrscheinlich findet er uns interessanter als Junge, ist das ein Depp, ist rennt da die ganze Zeit durch den Wald, Alter. Ist das ein Doofkopf? Ja, ich weiß, wir sind ein Doofkopf, so. Ich guck mal, ob ich in mein Besteck zurückkomme und dann war es das. Also, die Karte ist gar nicht mal so interessant, wie ich dachte. Wieso zählt das hier nicht als Pilz? Ja, weil es eine Blume ist. Aber trotzdem. So, da ist der Durchgang, wo wir rausgekommen sind. So, jetzt gucken wir uns mal. Wir haben doch hier irgendwo einen Tisch. Da hinten, wo wir die Moscheln draufgelegt haben. Ja, ich bin für heute fertig mit der Jagd, oder? Guck mal hier, 54 Minuten. Ist auch wunderbar. Ich gehe mal an das Brettchen da dran. Wieso ist denn da ein X? Weil wir das haben? Porenhelmlinge, keine Ahnung. Verdient 100 Punkte. Fotografieren Sie eine Ameise. Oh, was kommt's noch, dass ich Ameisen fotografiere? Also, sollen wir mal noch eine Karte gucken? Tropischer Dschungel haben wir jetzt. Da bin ich ja wirklich gespannt drauf. Guck mal, nee, oder? Also wir waren im Wiesenland, glaube ich. Oder? Birkenwald. Ja, da waren wir. Da, wo es die toten Trompeten gab. Ich muss mal gucken. Ich will irgendwo hin, wo es nicht regnet, weil Regen ist nicht cool. Birkwald. Sollen wir da noch ein bisschen hingehen? Komm, machen wir einen kurzen Run. Machen wir mal 10 Minuten. Das machen wir jetzt einfach. Das hängen wir noch hinten dran. Und die vollen 10 Minuten dürfte jetzt auch noch dabei sein. Dann haben wir irgendwie eine Stunde dumm Zeugs gelabert. Reicht dann wieder für heute. Aber, wie gesagt, ich kann das Spiel nur jedem empfehlen. Es ist sehr gemächlich und entspannend. Und schön. Aha. Da kenne ich mich noch aus. Da oben gibt es einen Haufen Pilze, das weiß ich noch. Das ist unser Zelt. So, komm. Wir gehen gleich mal da hoch, wenn da schon mal so ein Ding ist. Da hätte ich mir halt gewünscht, dass es dann irgendetwas gibt. Wenn man dann da oben ist, dass man vielleicht reingehen kann oder dass das als Basis dient. Oder geht das sogar? Ich weiß gar nicht, es ist lange her, wo ich das hier gemacht habe. So. Was auch noch ein bisschen, was ich noch nicht ganz verstehe, ist Russisch. Verstehe ich noch nicht so ganz. Eigentlich gar nicht, egal. Ob die Pilze so einigermaßen, also ob die Entwickler gesagt haben, hier, pass auf, Pilze wachsen an diesem Baum oder diesen Bäumen vermehrt, oder ob das wirklich hier so random ist. Ich meine, sie wachsen immer an denselben Stellen, das kann ich sagen. Deshalb wusste ich, dass hier oben was zu finden gibt. Die wachsen immer an denselben Stellen.
Und zwar in der Nähe von so grünen Fähnchen. Nee, das hat natürlich ich hingemacht. So. Oh, ich kann da wirklich reingehen. Okay. Ja, ihr braucht... Oh, da ist ein großer Fuß. Quasi Bigfoot. Also so, abguck. Gibt das irgendwas? Oder war ich da schon mal und hab den geholt? Nee, vielleicht ist das ein Achievement oder so. Ihr braucht übrigens... Also ich gehe ja da rein und sofort irgendwie so... Oh, jetzt vorsichtig, da kommt 100 Pro ein Jumpscare. Da kommt einer mit der Axt raus oder so. Na, den Pilz hätte ich auch nicht geholt. Nee, da kommt keiner mit der Axt raus. Jetzt ernsthaft, da kommen keine Jumpscares, außer wenn dir plötzlich so wie jetzt Morscheln vor die Linse hüpfen. Ein gute Morschel. So. War das da noch eine Morschel? Da ist auch noch ein. Nicht so gut zu sehen. Au. Ich muss mal gucken, nicht, dass ich jetzt denke, oh, was ist das da unten Hübsches? Und dann ist es einfach nur mein... Das ist ein Pilz. Ich weiß nicht, was für ein Pilz. Ich finde es schade, dass man nicht auf jeder Karte... Also mal, wenn man einen Tag neu beginnt, also so richtig im Spiel, wenn man speichert, rausgeht und wieder rein und dann anfängt und dann kriegt man wieder gesagt, was für Pilze das sind beim ersten Aufheben. Ich fände es halt gut, wenn das bei jeder neuen Karte beim ersten Aufheben, auch bei Morscheln zum Beispiel gesagt wird, ja, das ist ein Dingensmorschel oder sowas. Ach ja, stimmt, ich hab ja extra gesagt, dass nur 10 Minuten, das heißt, dass jetzt schon 5 Minuten um sind. Oder? Was ist das? Wahrscheinlich Champignon gewesen oder so? Da muss ich euch ja... Komm, wir machen schon mal gleich die Kopflampe rein. Weil es wird hier sehr schnell dunkel, weil ich ja die Zeit nur auf 5 Minuten gesetzt habe. Das ist ein Biber. Ist das ein Baby-Biber? Also einen Biber haben wir schon mal fotografiert, aber jetzt haben wir ihn nochmal fotografiert. Hallo Baby-Biber. Wo gehst denn hin? Durch Stock und Stein geht er. Der Gute. Ach, guck mal da ist noch eine Morschel. Und da auch noch. Die sind nachts viel besser zu sehen, oder? Ah. Ne, ist das gar keine gute Morschel, das ist guten Abend. So. Oh. Haben wir noch was Morscheliges hier? Wieder an diesem morschen Holz hier. Jetzt witzig, wenn es wirklich was gegeben hätte. Haha, da hätte meine Freundin aber mal die Augen zurückgerollt. Da hinten ist was Grünes. Achso, ja, ich sag doch, an diesen grünen Fähnchen wachsen immer viele Pilze. Muss mich aber beeilen hier. Ich glaube nämlich, dass die Zeit bald rum ist. So. Da ist noch einer. Mit. Ist nichts Moschliges hier. Auch da. Hallo. Blip, blip, blip. Und ich kann euch sagen, was ich jetzt mache. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich das Spiel jetzt nur so einen Tag spiele oder so. Weil es ist ja jetzt nicht so mega interessant. Passiert ja nichts, außer dass man, wie jetzt hier, Morscheln sammelt. Aber ich habe mal wieder... Das Problem ist, ich spiele das Spiel immer mal wieder... Was ist das da drüben? Das ist ein Feuerchen. Ah, das ist mein Dingens. Ich spiele das Spiel immer mal wieder für... Eigentlich nehme ich mir immer vor, ja komm, eine Runde spiele ich mal. Also ich habe da so 3 Monate Pause dazwischen so. Ja komm, spielen wir mal wieder. Und ja, halbes Stündchen. Mal gucken, vielleicht finde ich ja einen Pilz oder so.
Und dann spiele ich's und dann sind 2 Stunden rum und denke mir so, oh, ich habe aber jetzt Bock drauf nochmal. Und so ist es hier auch gerade. Ich glaube, morgen spiele ich noch eine Runde. Ich spiele jetzt ein bisschen offscreen noch ein bisschen. Und tu mir noch 2000 Punkte erspielen. Das geht ja jetzt eigentlich im Moment gerade recht flott. Das Ding ist halt, es ist halt wie so oft, wenn du ein bisschen ein Upgrade-System hast. Am Anfang ist es sehr mühselig. Du kriegst dann halt für einen Pilz einen Punkt oder sowas. Und es dauert ewig. Und bis du dich im Spiel zurechtfindest und sowas. Und es dauert ewig, bis du mal überhaupt 100 Punkte zusammenkriegst. Hoppala. Aber je länger ihr spielt, und ihr habt ja gesehen, dann ist Pilzlevel-Sammler ist dann auf 2 und dann kriegst du schon doppelt so viele Punkte. Das heißt, es geht dann schneller. Jetzt bin ich irgendwie auf Pilzesuch Level 3 oder so und krieg deshalb mehr Punkte und steigt deshalb noch schneller ein Pilzesammler-Level auf. Also so wie es halt ist, je mehr Erfahrung du hast beim Pilzsammeln, desto schneller findest du auch welche. Und desto schneller kriegst du aber auch insgesamt Punkte. Weißt du, wie ewig das gedauert hat, bis ich mal 1000 Punkte zusammen habe, damit ich mir eine Stirnlampe kaufen kann? Es war wirklich Jahre gefühlt. So. Oh, das Spinnennetz fotografieren wir noch. Was ist denn das da? Ja, Holz. Nee. Sag Käse. Du bist müde und brauchst Schlaf. Drücke Enter. So. Also, wenn die Zeit rum ist, die 10 Minuten, und dann werdet ihr automatisch zurück. Wie gesagt, wir haben gerade jetzt die Sammelzeit auf 5 Minuten, also die Tageszeit, wo die Länge von dem Tag auf 10 Minuten gestellt. Man kann ihn auch auf, das kann ich noch schnell gucken, wenn man es hier ganz gechillt angehen will, man könnte es auch auf 180 Minuten pro Tag stellen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu extrem. Aber, ja. So, was ist denn das da unten? Seht ihr das? Ganz unten das Bild. Was ist das für ein Tier? Stinktiere, Biber und andere. Oder? Keine Ahnung. Ja, da würde ich sagen, machen wir morgen nochmal, oder? Wir waren jetzt gerade... Wo waren wir denn gerade? Also wir haben den tropischen Dschungel gesehen, den Bergwald und das Wiesenland. Fehlt eigentlich nur noch der Birkenwald, glaube ich, und die Farm. Gucken wir uns morgen an, oder? Ich habe da jetzt einfach Bock drauf. Ich weiß, dass das wahrscheinlich 0 Leute interessiert, aber ich finde das Spiel richtig gut. Es ist jetzt nichts, wo du sagst, ja geil, neuer Highschool-Score. Auch wenn es das gibt. Es gibt Speed-Gedönse. Moment, ich muss mal gucken. Ich da irgendwie... So, speichern erstmal. Wir gehen mal kurz raus. Spiel speichern und verlassen. Die haben wohl einen neuen Modus dazu gemacht. Hier, Geschwindigkeitsjagd. Also gibt's grundsätzlich schon, aber ja, nee, das ist ja ein gechilltes Spiel. So, jedenfalls, gutes Spiel. Kauft's euch, kostet auch eigentlich nicht viel. Und oft gibt's das auch zusammen im ersten Teil. Wie gesagt, den ersten Teil braucht ihr nicht unbedingt. Wer noch mehr Pilze haben will, weil die Karten vom ersten Teil sind auch gleich im zweiten drin, plus es sieht besser aus. Es gibt wohl auch geheime Tiere. Ich informiere mich mal ein bisschen im Internet, dass wir morgen vielleicht ein geheimes Tier finden. Mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Guckt morgen wieder nochmal zu. Okay. Tschüss, sagt Captain Stinkmoschel. Tschö.